Der Ranga Yogeshwar als Physiker und Fernsehmoderator an Deutschland. Hier war er Witte op der Aweiung vom Biolabo von der Uni Belval. Michi und Valerie haben sich mit ihm erhalten. Op der Eröffnung vom biotechnischen Labor von der Uni Alu und Valerie und ich als vom Ranga Yogeshwar erhalten. Was für Chancen raschen der dem Gebäude aus oder wie sieht der Zukunft daran an? Fand er, dass das gut investiert Geld ist oder vielleicht echt ja, eben nicht? Das auf alle Fall Geld wird nicht so investiert, dass den nur 3 Monate drin können, dann sieht den so, wo ist der Return. Das ist eine langfristige Sache, es geht um Grundlagenforschung. Wir werden an der Medizin an den nächsten Jahren ganz viel mehr, zum Beispiel Informatik und Daten. Stell dir vor, ich habe all den medizinischen Daten. Wo soll man das setzen? Wenn ich dir so willst, die Daten lieber an Italien haben oder willst du lieber an Deutschland tun oder vielleicht lieber zu Lützeburg, da gibst du vielleicht so, Lützeburg ist an dem Punkt vielleicht politisch unverdächtig. Und kann sogar sein, dass Lützeburg nicht nur für die Lützeburger, aber vielleicht sogar für die Preisen, auch für die Franzosen, auch für andere attraktiv wird, weil ihr seht, okay, wir haben einen großen Data Warehouse, wo die Daten sind. Das ist aus Lützeburg sozusagen Medizinarchiv von Europa. Und wenn ihr noch in der Richtung weiter studieren, für das auch beruflich zu machen, so Medizin, was gibt es so, wer das Wichtigste, was ihr braucht? Kriegt ihr oft Sachen gezielt, die ihn demotivieren? Was gibt es so, worüber soll er sich konzentrieren? Es muss ihn dafür brennen. Also ich meine, das ist das Wichtigste. Und das muss jeder von euch so ein bisschen an sich heranlauschen. Lauscht an dich ran, was du den Tipp, den das will. Ja? Und du musst immer auf dich selber lauschen, nie auf den Rest. Weil haut so unser all, du musst Recherche gehen, muss unser all, du musst an die Wirtschaft, immer muss unser, du musst an die Television, du hast Fanger davon. Aber was passiert das an den letzten Jahren und Jahrzehnten? Hat Medizin eigentlich darüber fokussiert, immer zu reduzieren. Das ist ein typischen Doktor, den er kennt, der sieht, den Blutwerte sind nicht an Ordnung, es muss da schlecht gehen. Den ihr seht vielleicht, nö, es geht mir nicht schlecht. Oh, bei ihm waren Blutwerte so, wenn die so schlecht sind, da geht es ihm schlecht. Bei dir, dieselbe Blutwerte, geht da gut. Unterschiede spielen. Weil ich meine, du kriegst eben Gesamtsimulationen, du kriegst sozusagen Informatik, die einen komplexen Objekt versteht. Dem muss der anders zugehen. Und das ist eine ganz andere Qualität von Medizin. Und der ist spannend. Aber vielleicht in 20 Jahren sagen sie, okay, bei diesen Blutwerten so, aber du bist so. Ich meine, der ist doch von Lützeburg und das ist bestimmt nicht egal, dass das ganze Heu an Asch aufläuft. Nein, überhaupt nicht, weil, das weißt du nicht, aber mein Lützeburger Großpap, der war Chefdirektor vom Stahlwerk. Und das ist meine Mom, flott Mädchen damals, so besser nicht ist. Und das ist mein Großvater und das ist den Heichuwen, den damals angeweiht geht. Und das fand ich total cool. Ich habe immer gesagt, der Minetstab. Ne? Ja. Aber das gehört der Minetstab. Das sind die Leute, die Herz haben, die verbindlich sind. Das war ein ganz bestimmter Schlag von Menschen. Ja? Und es freut mich unglaublich, dass hier etwas passiert. Weil das ist wichtig für die Leute. Nicht so den No-Future-Feeling, an den der bringt nichts. Und logisch sei den, hier passiert etwas Neues.